Hallo, liebe Kollegen, liebe Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer, was sagen wir schon wieder? Zuschauer, genau, Zuschauerschaft. Zu der nächsten Episode von Witcher 3 Wild Hunt. Und wo sind wir letztes Mal geblieben? Genau, im Quest für, wie hat der geheißen? Dijkstra und Vern Roche. Für die haben wir sollen ja den Spitzel, den sie haben. Wenn wir nachschauen, was aus dem geworden ist, weil er hat ja kritische Informationen zum Plan darüber, also Attentat am redanischen König Radovid. Du kannst passieren. Scheiße! Scheiße! Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Darf ich keine Haare? Hat er schon vorher keine Haare gehabt? Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemandem den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Aber weißt du, die Frage ist echt komisch. Braucht es den König den um Dienst? Ja, wir wissen schon, er ist ein Spion. Du scheinst keinen Respekt mehr vor dem König zu haben. Warum dienst du ihm dann? Was soll ich denn machen? Ich bin ein Redanier. Ich desertiere doch nicht. Außerdem bin ich schon seit Wisimir in der Armee. Er war ein guter König, weise und gerecht. Radovid ist anders. Er hat nur Krieg im Kopf. Und ich will nicht, dass Redanien auch so aussieht. Easy, komm, kommen wir zum Geschäft. Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Warte, hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut, viel Glück. Danke. Bis dann. Okay. Das ist ja eigentlich komisch, Dialog. Ey, flucht mich nicht immer an, verdammt nochmal. Die beleidigt mich einfach nonstop. Das hat wehgetan. Wer beschützt uns Arme vor den Hals abschneiden? Ah, jetzt. Vorsicht, Faulpelz. Wo bist du? Plötzlich, wo bist du? Ja. Halt! Lauf plötzlich. So. Ey, komm. Genau, jetzt machen wir uns auf den Weg, um Schuster zu finden. What the fuck ist das? Deserteur, einfach da. So näher am Ding. Was? Ah, das sind Deserteure. Oh, Kollege. Weißt du, dich spare ich mir ein bisschen auf. Komm, gib mir Lebenskraft zurück. So. So läuft das. Aber ich glaube... Sturm. Verdammt. In der Nähe, ja, gut. Ein Schlüssel... Das jetzt in den Käfig haben. Ah, da ist es.
ist das? Meine gute Helke, weißt du noch, wie du sagtest, Isbo, raub nicht die Leute an. Du verhältst das nicht und dann... Blablabla. Papsig und Babsack. Jetzt erst machen. Ich bin zugeschnurrt etwas sein. Gut. Okay, komm, ich dich befreit. Jetzt rausgekommen. Suche meinen Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Abwarten für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Jo, so machen wir schon. So, jetzt muss ich den Wagen finden. Der Karren sieht intakt aus. Seltsam. Ich Okay. muss mich umsehen. Vielleicht finde ich ja was. Aha, da hat sie. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Gut. Was? Dieser Gestank. Das ist schon lebensmüde. Komm. Gestorben. Gut. Okay, jetzt kommen wir ein bisschen mal weiter mit Sherlock Holmes. Wo Ich sein mache Träger also wohl Sherlock ist. Holmes zu machen. Das ist schon lustig, wenn ich diese Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. jetzt einfach ein random Wo sein Träger wohl ist? Opfer ist, wo der Monster von der Straße verfallen ist. Ein Schuh. Ey, Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. wie viele Schuhe hat's da? Sagen wir Schuhe. Wo sein Träger wohl ist? Ja, jemand. Entweder bringt jemand Leute um und lässt einfach ihre Schuhe zurück. Dann haben wir Schuhe. Ein Schuh. Ich glaube, ich bin auf der richtigen Fährte. Vielleicht muss ich das Zeug abklicken? Nein, nicht. Ah. So, geht's weiter. Wo hin? Ah, da hinten. Gut. Was macht er hier? Felstroll. Hallo. Weg, Hexer, du. Schuhe sammeln ich. Das sehe ich. Ich frage mich nur, woher diese Schuhe stammen. Schuhe hier wachsen. Wie Pilze. Die eure Felstrolle, ey. Das sind schon geile Sachen. Schuhe wachsen nicht auf dem Boden. Weißt du, wer sie hier zurückgelassen hat? Rock nicht reden. Sonst Ärger mit Ork und Pock. Ork und Pock. Sind das deine Freunde? Findergroße Ork und Pock. Menschenfinder auf Karren mit Großschuhe. So groß. Was haben sie mit diesem Menschen gemacht? Ork, Pock, Mann zur Höhle bringen. Dort. Habt ihr ihn gefressen? Nein. Knochenmann, Dünnmann. Bäh. Ork sagen Mann Schuhe machen. Für Ork, Pock und Rock Schuhe machen. Schuhe machen. Ein Felstroll, what the fuck? Brauchst du überhaupt Schuhe? Schuhe an Menschen. Schuhe wollen Ork, Pock und Rock. Große Trolle sein, wie Menschen. Brauchst du überhaupt Schuhe? Scheiße, das haben wir schon gemacht. Okay, ich glaube, das ist alles mit dem Felstroll. Ist Gut. In der Nähe muss eine Trollhöhle sein. Gelbfarbe. Schön. Bandit, einfach da oben, oder? Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Lasst ihn nicht zu Atem kommen! Wir haben ihn!
Habt ihr mich oder habe ich euch? Damn. So, ja. Ich finde nichts Gescheites. Ich glaube, ich kann so da runtergehen. Wow. Wow. Nee. Mal schnell cheaten da. Wenn wir meditieren. Gut. Ist das ein Eingang? Nein. Ah, da ist die Höhle. So, finden Schusser in der Trollhöhle. Da hat es 2 Trollen. Okay. Haben wir sie gefunden? Thaler? Ich hätte es wissen müssen. Niemand sonst hätte den Trollen das Fluchen beigebracht. Geralt! Mensch, das ist ja eine verdammte Ewigkeit her. Wer soll? Ganz ruhig, Ork. Dieser Mistkerl ist ein alter Freund von mir. Freund, Alter, gehen! Sonst wir werfen in Suppe! Ich wäre wirklich nur ein zäher Biss. Das stimmt. Seht ihn euch an, den verdammten Bastard. Nichts als Haut und Knochen. Nun, liebe Trolle, muss ich weiterreisen. Ihr übt, was ich euch beigebracht habe. Nächstes Mal gibt's eine Scheißprüfung. Thaler nicht gehen! Thaler sitzen! Arsch runter! Thaler schwanzen und Schuhe machen! Ich brauche, er kommt mit mir, die zeigst ab, lass ihn und ich mach Ende. Ne, töten wird ich sie ja nicht. Wie ich sehe, seid ihr Freunde geworden. Aber Thaler muss mit mir mitkommen. Verdammt! Thaler nicht gehen! Thaler Schuhe machen! Aber ich brauche ihn. Thaler hier bleiben! Du Schuhe haben! Bock Schuhe nicht haben! Rock nicht haben! Bock nicht haben! Thaler Schuhe machen! Thaler los! Okay. Immer mit der Ruhe. Thaler kommt ja wieder zurück. Er muss mit mir gehen, um Leder für eure Schuhe zu holen. Hä? Hört auf Geralt. Er sagt die verfluchte Wahrheit. Seht euch eure Füße an. Die sind scheiß riesig. Ich brauche ein verdammtes Lederbündel, um eure Schuhe zu machen. Verstanden? Ich und Geralt, wir holen das verdammte Leder. Dann kommen wir zurück und machen eure vermaledeiten Schuhe. Schuhe Bock 4 und Rock 4? 2 Paar für jeden von euch Arschgesichter. Thaler gehen, aber zurückkommen muss. Ich wusste, dass ihr Saftsäcke gute Kumpels seid. Bleibt hier, bin bald wieder da. Ich muss zugeben, du kennst dich mit Trollen aus. Schon mal an Kinder? Kinder sind zum Glück. eine Trolle und umgekehrt. Außerdem sind Hexer steril. Du hast dich kein bisschen verändert. Immer noch beißend wie verfaulter Rhabarber. Bist du nur auf der Durchreise? Oder hat jemand dich beauftragt, mich zu suchen? Roche und Dijkstra. Ah, dann haben sie mich nicht vergessen. Es ist schön. Ich bin dankbar, dass du gekommen bist, Geralt. Dir muss im Augenblick ziemlich viel im Kopf rumgehen. So viele Monster zu töten. Ich habe gehört, dass ihr 3 auch eins töten wollt. Das haben sie dir erzählt? Witzbolde. So ähnlich, aber sie haben keine Einzelheiten verraten. Vielleicht machst du das? Als Zeichen deiner Dankbarkeit? Tut mir leid, Kumpel. Wenn sie nichts verraten haben, werde ich ebenfalls schweigen. Von mir aus. Wie bist du überhaupt hier draußen gelandet? Das Oh Land Gott, er ist muss jetzt von laufen. Nilfgaard besetzt. Willst du etwa sagen, die Schwarzen hätten keinen Bedarf an Schustern? Die haben sicher eigene dabei.
Nur Volltrottel, wie ich das sehe. Anfänger in Uniform. Und einen besseren Schuster als Thaler findest du nirgends im Norden. Ja, genau. Glaubst du mir nicht? Du bist ein Spion und du arbeitest jetzt mit Roche und Dijkstra zusammen. Du bist wohl kaum hier draußen unterwegs, um nilfgaardische Stiefel zu flicken. Ah, du hast also nachgedacht. Gott, verdammt Gott. Ich gebe mich nur als Schuster aus. Wer interessiert sich schon für Schuster? Niemand. Man sitzt da, macht... Danke nochmal, Geralt. Ich komme ab jetzt alleine klar. Und ich werde Roche und Dijkstra berichten, wie du Orc und seine Freunde erledigt hast. Sie werden bestimmt so beeindruckt sein, dass sie sich in die Hosen scheißen. Die Leute brauchten immer wieder die Demonstration, wie fähig der Geralt ist. Das heißt also, die Schuss dazu ist bisher gekommen. Ja, das interessiert mich nicht wirklich so viel. Und was hast du jetzt vor? Wie meinst du das? Zurück nach Novigrad gehen. Dijkstra, Roche und ich müssen unseren Plan in die Tat umsetzen. Ich frage nochmal. Einzelheiten? Vergib mir, Kumpel. Es geht einfach nicht. Wenn's nur nach mir ginge, würde ich alles ausspucken. Du bist vertrauenswürdiger als alle, die ich sonst kenne. Aber ich handle nicht allein. Darum darf ich keine einseitigen Entscheidungen treffen. Mein Mund bleibt zu. Leider. Na gut, verstehe. Ja, in dem Fall. Tschüss, tschüss. Bis dann, Thaler. Und viel Glück. Oh, das kann ich brauchen. Radovid ist ein gewiefter Hund. Aber wir finden schon einen Weg. Bald wird der ganze scheiß Norden davon reden, wie er gefickt wurde. Passt auf, dass er nicht auch über 3 Attentäter spricht, die gevierteilt wurden. Keine Angst, Geralt. Wir wissen, was wir tun. Leb wohl. Schön, wenn ich die Option hätte. Ich weiß nicht, ob ich es würde machen, aber wenn ich die Option hätte, die an Radowitz verraten. Irgendwie. Würde ich mich jetzt irgendwie dazu. Ja. Ein bisschen motiviert sehen, ja. Ja, aha, das habe ich jetzt gemacht. Ja, was gibt's da als Folgequests? Oh, wow. So. Okay, Nebenquests. Auf der Fährte, das ist etwas anderes. Zauber, anfangmaßige Rüstungsschmied, gewinnt. Aha. Ah, das ist gar nicht mehr ein Ding, was man machen kann. Das sind Hexeraufträge. Ja, easy, dann tun wir ein bisschen mal mit dem Hauptquest weitermachen, oder? Das gibt es ja auch noch, der Hauptquest. Stimmt. Der König hat sie festgelegt, nicht ich. Aber du entscheidest, wer passiert. So, jetzt gehen wir zum Werk vorstellen. Einen großen Bogen um Teufelssprung. Splendid. Mit der Ruhe. Mein Sohn. So, beim Werkpfosten angelangt. Gehen wir nach Novigrad zurück. Ja, das Schmuggel verstecken. Ja. Schaut mal, ob wir ja, den Dudu finden können. Den Dudu. Das ist komisch, auch im Quest sagt es Dudu. Ich schwöre, ich habe gemeint, jemand hat Dodo gesagt. Dodo. What? The fuck? Verdammt, schon wieder verlaufen. Schon immer, jedes Mal, wenn ich so einen blutroten Himmel sehe, kommt mir immer der Legolas in den Sinn. Heute Nacht wurde Blut vergossen. Genau. Herhören! Alle Passanten! Alle Reiter! Schankmädel gesehen? Nein. Schick. So, jetzt können wir mal Priscilla finden. Priscilla. Heutzutage reicht schon ein Hinweis, ein Wort. Auf dem Scheiterhaufen. Stimmt.
Hey Priscilla, mal läuft's. Ich habe einen Plan, wie wir Rittersporn befreien können. Aber dazu müssen wir Dudu finden. Was für ein Plan ist das? Unser Doppler nimmt Menges Gestalt an und befiehlt Rittersporns Verlegung nach Ochsenfurt. Unterwegs greifen wir ihn uns. Brillant. Aber wie sollen wir Dudu finden? Ihr seid doch befreundet. Weißt du nicht, wo er sich verstecken könnte? Wo ist bei einem Doppler nicht die Frage? Als wer schon eher. Bisher ist er bei Ärger verschwunden und am nächsten Morgen als jemand anders aufgetaucht. Aber diesmal ist er nicht wiedergekommen. Ja, jetzt unter Beschuss, dann kennt Du sich. kennst Dudu schon lange? Nun, es mag seltsam klingen, aber ich bin nicht sicher. Offenbar war er in verschiedenen Gestalten in meiner Nähe und hat versucht, meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Das kann ich ihm nicht vorwerfen. Danke. Zuerst habe ich ihn nicht wahrgenommen. Dann beschloss er, aufs Ganze zu gehen und nahm die Gestalt von Rittersporn an. Und woran hast du gemerkt, dass es nicht Rittersporn war? Kann Dudu nicht singen? Nein, ganz einfach. Er hat von etwas anderem als sich selbst geredet. Wir müssen Dudu überzeugen, sich uns zu offenbaren. Hat er Freunde oder Vertraute, über die wir ihn erreichen können? Rittersporn, Irina Renats Truppe? Das wär's. Ich wüsste nicht, dass er sonst noch Freunde hätte. Er war ständig bei der Truppe, entweder auf der Bühne oder im Publikum. Er ist also gern beim Schauspiel? Ja, ich wundere mich, dass er nach all dem nicht zu uns gekommen ist. Auf die Füchse hätte er schließlich zählen können. Wenn die Schauspieler also helfen würden. Wir brauchen nur Dudu zu erwähnen. Irina und ihre Leute haben ihm viel zu verdanken. Ja, die zweite Nehmen wir doch Frage. ein Theaterstück. Wir können eine Botschaft an Dudu darin verstecken, damit er sich zu erkennen gibt. Nicht schlecht, aber da reichen ein paar Zeilen wohl nicht. Und meinst du wirklich, dass Dudu sich die Zeit mit Theaterstücken vertreibt, die er in- und auswendig kennt? Hast du einen besseren Vorschlag? Wir müssen ein brandneues Stück schreiben. Etwas Großartiges, das Dudus Aufmerksamkeit erregt. Am wichtigsten ist, dass es einen grandiosen Titel hat. Es muss zum Stadtgespräch werden. Wenn du willst, können wir sofort damit anfangen. Ja, sicher, wieso nicht? Wir haben ja als Hexer eine Erfahrung in so Sachen. Na schön. Lass uns das Theaterstück schreiben. Irgendeine Idee für die Handlung? Eigentlich hatte ich gehofft. Es kommt drauf an, Dudu klarzumachen, dass er sich auf dich verlassen kann. Und dass wir Rittersporn befreien wollen. Die Botschaft muss eindeutig, aber mit der dramaturgischen Essenz auf natürliche Art verwoben sein. Daher brauchen wir eine geeignete dramatische Struktur. Klar soweit? Sicher, wieso nicht? Mehr oder weniger. Das reicht. Jetzt brauchen wir die richtige Ausdrucksform für das Stück. Eine packende Geschichte der Gegenwart. Das wäre am besten. Vielleicht über die Freischärler von Provis. Ich hab's. Über Lorenzo Molla. Die Geschichte eines hübschen, aber skrupellosen Banditen und eines Dopplers, der ihn aufs Kreuz legt. Nun muss sich der Doppler verstecken und nur sein Freund kann ihm helfen. Ein Hexer, der alles tun würde, um seine Tochter zu retten. Nein, besser seine Geliebte. Was meinst du? Geliebte Tochter wäre mir die eher Dings, ja. Wir brauchen etwas anderes. Denken wir nochmal nach. Das ist irgendwie... Zu aktuell? Recht hast du. Warte einen Augenblick. Ich hab's. Wir nehmen die Geschichte über den Igel vom Erlenwald. Heimliche Liebende, ihr Verlöbnis, ein Fluch, eine grausame Königin, Glocken zur Mitternacht. Aber... Und da enthüllt er sein Antlitz. Er ist ein Monster und will Prinzessin Pavetta entführen. Sie wollen ihn tot sehen, doch da tritt ein Hexer auf den Plan. Und alles geht gut aus. Also abgemacht, ja? Du wolltest was sagen? Kann ich auch mal sagen. Nein, darfst du nicht sagen. Wir brauchen einen guten Titel. Das dürfte sogar wichtiger sein als die Geschichte. Ich habe ein paar Einfälle. Vielleicht suchst du einen aus. Du willst tatsächlich meine Meinung berücksichtigen? Natürlich. Wir sind ja Partner. Ich habe nur das Sagen. Hier sind zwei richtig gute Titel. Die Erlösung des Dopplers und die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Welchen ziehst du vor? Die Rettung des Wanders oder des Hexers Triumph?
Erlösung des Dopplers. Das tut mir hure direkte Message. Ja, liebe das. Die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph bringt doch genau die richtige Botschaft rüber. Es gibt nur ein Problem. In der Geschichte tauchen keine Doppler auf. Nur eine Prinzessin und der verfluchte Igel. Überhaupt kein Problem. Dann tauschen wir den Igel eben gegen einen Doppler aus. Die Botschaft ist das Wichtigste. Ein Hexer taucht auf und rettet den Doppler. Verstanden? Na schön. Es ist also eine Komödie? Ich hätte eher an eine Tragödie gedacht, aber wenn du es gerne fröhlicher hättest, entscheide einfach und ich mache mich dran. Tragödie oder Komödie. Die Geschichte mit Prinzessin Pavetta und dem Igel, da ist eigentlich die Geschichte von Emhyr und Mutter von Ciri. Ja, das kommt im ersten Buch von der Hexer-Serie vor. Jetzt frage ich mich, Tragödie oder Komödie? Tragödie, ich glaube Tragödie wird niemand mehr hören in der Zeit. Also Komödie wäre wahrscheinlich viel besser. Eine Komödie ist wohl sicherer. Also gut, ich muss an die Arbeit. Und du suchst dir eine Ecke, setzt dich hin, liest leise oder denkst nach. In Ordnung? Gut, da du ja keine Hilfe beim Schreiben brauchst. Geralt, warte. Was reimt sich auf Hexer? Sechser? Ach, sei lieber still. Ah, genau. Fertig. Mit etwas Zeit könnte ich daraus ein kleines Meisterwerk machen, aber... Wir haben keine. Die verborgene Botschaft an Dudu. Was hast du hineingewoben? Verborgene Botschaft? Du wolltest etwas einbauen wie komm im Morgengrauen zum Eisvogel oder so. Das passt doch gar nicht zur Stimmung des Stücks. Kein bisschen. Du hast es geschrieben, um mit Dudu in Kontakt zu treten. Das war der Sinn der Sache. Wie soll es denn sonst klappen? Weiß nicht. Ich dachte, ich könnte ihn an seiner Narbe erkennen. Oder ich improvisiere. Darum sorgen wir uns später. Erstmal musst du den Text zu Madame Irina bringen. Du weißt, wo du sie findest? Die Truppe tritt auf dem Fleischerhof beim Marktplatz auf. Komm später zu uns. Bis dann. Okay, das war echt komisch gewesen. Dass sie da in die Nein. Vergiss Ding geschrieben, was ja? Hexe und Best von Leben töte ich. Er hätte bestimmt. Vielleicht denkt sie inmitten der Gäste ein Bier intensiv lebendig. Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein, vergnügt. Sonnenbos im Herzen wie dem Hero Graus. Ein Monster und tötet sie nicht, feindlich. Okay, ich frage mich, ob das sind die Ziele von Geralt sind, wo er muss vortragen. Trinken wir, es wird schon Abend. Und es ist so herrlich. Die betrunkene Frau. Oh, sie ist nicht mehr da, oder was? So geil. Endlich mal ist sie heimgegangen. Nach einer Woche, zwei besoffen am Boden rumliegen, es ist endlich geschafft heimzukommen. Ja. Wo willst du hin? Okay. Es ist ein Ort der Kultur, kein Trog für Wildschweine. Ja, was sagen wir? Tritt hier die Schauspieltruppe von Madame Irina auf? Ja, aber du brauchst eine Eintrittskarte. Jetzt ist aber keine Aufführung, die Schauspieler proben nur. Aber das Zusehen ist trotzdem sehr spannend. Und? Willst du eine Eintrittskarte? Du hast gesagt, es gäbe keine Aufführung. Du kannst dir trotzdem eine Karte kaufen. Wie sieht's aus? Brauchst du eine Karte? 50! What the fuck? Ja, eine. Hier, bleib einfach außer Sichtweite, ja? Diese Schauspieler sind sehr schüchtern, wenn sie proben. Aha. Madame Irina, können wir reden? Geralt von Riva. Rittersporn hat uns so viel von dir erzählt. Ist er bei dir? Nein, aber bald, hoffe ich. Ich bin wegen Dudu hier. Reden wir hinten im Theater in meinen Gemächern. Da sind wir ungestört. Wie kann Die ich helfen? Geralt. Wir haben in letzter Zeit weder Dudu noch Rittersporn gesehen. Ja. Rittersporn ist in Kontext. Schwierigkeiten.
Das war mir klar. Aber wie ernst ist es? Tot Hat er jetzt. die Frau eines mächtigen Mannes verführt und ist untergetaucht? Hat er ein beleidigendes Couplet über die Priester des ewigen Feuers verfasst? Viel schlimmer. Ich will ihm helfen, aber dazu muss ich erst Dudu finden. Aber der ist auch verschwunden. Ich habe einen Plan, um ihn aus der Deckung zu locken, aber ich brauche deine Hilfe. Kann ich auf dich zählen? Natürlich. Aber was können wir tun? Ich will ein Stück aufführen. Einen echten Straßenfeger. Verstehe. Und du hoffst, Dudu damit anzulocken. Dann muss es ein ganz neues Stück sein. Wer soll es schreiben? Priscilla. Sie hat das Stück schon fertig. Von einem Hexer, der einen Doppler vor dem sicheren Tod bewahrt. Klingt interessant. Ich schaue es mir gern an. Aber erst müssen wir es bekannt machen und über Sicherheit nachdenken. Wir brauchen Ordner. Würdest du dich um diese Dinge kümmern? Wieso Ordner? Du meinst, wir brauchen Ordner? Ein Stück über Doppler mag ja kontrovers sein, aber ist das wirklich nötig? Man kann nie wissen. Und gerade in Novigrad können die Zuschauer schwierig sein. Faule Äpfel, Tomaten, Eier, sowas? Eher Äxte, Fleischermesser und Backsteine. Na schön. Fällt dir jemand ein? Vielleicht findest du bei den Docks Leute. Da ist immer jemand, der für ein paar Kronen alles macht. Gut. Wie kann ich helfen, die Premiere bekannt zu machen? Tja, wenn die ganze Stadt davon erfahren soll, dann müssen wir mit den Lunden reden. Wer sind die Lunden? Straßenkünstler. Wenn sie die Premiere ankündigen, dann erfahren selbst die Muscheln an den Hafenpollern davon. Wo finde ich sie? Sie hatten mal Zimmer in den Scherben in einem Stadthaus. Aber ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Auf der Straße habe ich sie länger nicht gesehen. Vielleicht haben sie die Beinlinge an den Nagel gehängt. Mal sehen, ob ich sie finden kann und ob sie für uns arbeiten wollen. Okay, jetzt haben wir nur mal Quests Danke für bekommen. die Hilfe. Ich komme wieder, wenn ich die Ordner habe. Ich kann nie einfach so geradeaus etwas sein. Aber ja, die Quests werden wir beim nächsten Mal in der nächsten Episode weiter verfolgen. Genau, was werden wir machen? Ordner organisieren und halt die Lunden dazu anhören, dass sie unser Stück bekannt machen. Aber wir sind wieder am Schluss. Wir haben schon wieder mal eine halbe Stunde erreicht. Darum sage ich, bis bald und auf Wiedersehen.